Also, was mich dann genervt, sind all die Frauen, die das Gefühl haben, sie müssen mir jetzt ihre Horror-Geburtsgeschichten erzählen. Reden wir über Schwangerschaft. Was ist toll am Schwangersein? Ich hatte während dem Schwangersein so eine extreme Ruhe. Das habe ich cool gefunden. Ich habe mich irgendwie überhaupt durch nichts hat mich aus der Ruhe bringen. Ich war wie so ein dicker, zufriedener Buddha in der Schwangerschaft. Ich war, glaube ich, noch nie so happy wie in meiner Schwangerschaft. Es ist so spannend. Es ist spannend, wie sich das entwickelt, wie sich dein Körper verändert. Und dann ist es wie ein Schalter um und dann ist es mir grandios gegangen. Wirklich mega cool im Sinne von Höllenenergie. Ich bin 3-mal in der Woche ins Fitness. Ich habe mich wirklich super gefühlt und ich habe das erste Mal in meinem Leben keinen Rückenweh gehabt. Das war auch noch so lustig. Es ist so ein Wunder, nachher das Geschöpf in den Händen zu halten. Das ist einfach ein Wunder. Was ist Scheiße am Schwangersein? Das Wasser, das sich ansammelt im Körper, das ist richtig Scheiße. Man sagt ja immer so, wir haben Morgenübelkeit. Und bei mir ist das, ich weiss nicht, ob es mit meinem Beruf zu tun hat, aber bei mir war es vor allem am Abend. Das heisst, wenn ich auf der Bühne bin. Das ist nicht lustig. Also wenn du auf die Bühne musst und das Gefühl hast, du gehst jetzt einfach der ersten Reihe gerade ins Gesicht, anstatt dass du den Ton singst, ist es sehr, sehr unangenehm. Ich bin extrem aufgegangen in der Schwangerschaft und ich habe nichts mehr. Ich habe jede Stege schlimm gefunden. Also ich war wirklich 25 Kilo schwerer und ich habe das einfach nicht gekannt. Und wirklich jeder Schritt hat sich so angefühlt, wie wenn er so im Beton runtersinken würde. Und so gegen Schluss, wenn du so deine eigenen Füße nicht mehr siehst und die Schuhe nicht mehr binden kannst, das ist auch nicht wirklich cool. Was sind No-Gos bei Schwangeren? Hey, Leute, die einfach das Gefühl haben, sie können den Bauch anlangen. Schwangere Frauen, das ist ihr Körper. Das gibt es, ja. Also wirklich eben auch im Bus oder im Tram sind dann so Frauen gekommen. Also es hat, man muss sich unterscheiden. Es hat also herzige alte Frauen gekommen, die können den Bauch anlangen, aber dann einfach auch Leute, die gefunden haben, hey, zack, Bauch angelangt. Das finde ich recht krass. Ich würde jetzt auch nicht einfach auch mit meiner Freundin nicht einfach anlängen, weil ich finde, ja, das ist so ein bisschen mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Es geht nicht, dass man einfach eine Frau am Bauch lenkt und sagt, «Oh, Baby da, schau mal, Baby da.» Das macht man einfach nicht. Ich lege auch nicht in einer Unschwangeren oder in einem, der einen Bier ranzieht und sagt, «Oh, ist alles vom Bier.» Mache ich auch nicht. Ich glaube, das, was ich so mitbekomme als Nervigste ist sicher immer so Fragen, «Hey, kann ich etwas machen, geht's? Musst du absitzen?» Das ist so ein bisschen der überhelfende Gedanke, den man so ein bisschen hat. Die Geburt, das ist mega, das tut auch weh und naja und so. Und ich bin im Fall 48 Stunden in der Wehe gelegen und dann am Schluss hat es noch einen Notfall-Kaiserschnitt gegeben und ich wollte nur noch raus mitnehmen. Also wirklich so, wirklich so, als wäre es Sterben. Es gibt die immer das Schlechte müssen, hervorheben und das finde ich so sinnlos. Ich meine, du hast eine Frau, die sich auf das Kind freut und du gibst ihr nur schlechte Tipps oder schlechte Erfahrungen weiter. Also was ist denn das? Und ich habe mir geschworen, falls ich eine schlechte oder schlimme oder traumatische Geburt habe, dass ich mir irgendjemanden hole wie einen Therapeut und dort mein Trauma platzieren, dass ich dann nicht das Bedürfnis habe, das bei irgendwelchen Schwangeren abzuladen. Es ist so unfair und es ist so eine Panikmache. Was kann man als Mann für seine schwangere Frau machen? Was habe ich amigs gemacht? Das ist jetzt mega schlecht, wenn ich so nichts weiss zu sagen. Aber es ist jetzt wirklich gerade... Ich glaube, man muss wirklich sehr viel Verständnis haben. Und das ist einfach eine Situation, die mega anders ist, für Verständnis haben. Vielleicht nochmal ein bisschen so Sachen mehr übernehmen, die man hoffentlich sonst auch schon macht, aber vielleicht wirklich einfach die Leute, also seine Partnerin versucht, entlasten. Zum Beispiel sagen, hey, nein, komm, du musst jetzt sicher nicht kochen. Also das sollte man natürlich auch sonst machen. Aber vielleicht noch mehr und einfach sich noch mehr entlastend wirken, wie auch schon. Auch viel mehr Zeit haben, nicht mehr zu viel und zu fest in den Ausgang geht und dass man einfach ein bisschen Paarzeit hat. Und wenn man so will, wenn es das erste Kind ist, dass man noch die Paarzeit noch ein bisschen genießt. Das sagt man nachher nicht mehr. Das sagen einem alle. Nachher denkt man, ja, ist ja gut, ist ja gut. Und jetzt hat man zu euch gedacht, ja, das stimmt. Aber wir haben es genossen. Ich meine, man versucht so viel abzunehmen wie möglich im Sinne von all das, was irgendwie zum Tragen und Lasten und vor allem, wenn man das zweite Mal schwanger ist und schon ein älteres Kind hat, dann glaube ich, ist etwas, was sehr viel hilft, ist das ältere Kind zu unterhalten und
dort einfach ein bisschen Druck rauszunehmen, dass es nicht so ist, schwanger und gleichzeitig noch das andere Kind. Bei all dem ist es einfach für einen Mann zum Teil sehr hilflos und man kann nicht viel machen. Das Einzige, was man machen kann, ist einfach alle Wünsche, die die Frau hat, erfüllen. Wer macht Schlusswort zu der Schwangerschaft? Mein Tipp ist, sich nicht stressen lassen vom Umfeld oder von der Welt oder von dem, was man so mitbekommt oder was man so sollte als Schwangere, sondern einfach wirklich das machen, wo man gerade Lust drauf hat und so viel Wärmesel essen, wo man Lust drauf hat und so viel einfach wirklich sich selber schauen und sich gut gehen lassen und sich auch nicht davor scheuchen, um sich helfen zu lassen oder sich umsorgen zu lassen, sage ich jetzt mal so. Willst du noch mehr Tagebaut? Dann abonniere jetzt den Kanal.